es sind Barbara von der Vierweltstuten. Und heute gehen wir an RTL Radio Lusen. Kommt mit! Hallo. Moin, es sind Barbara und du bist? Es sind Monika. Was ist Ihr Beruf und was müssen du für lehren? Mein Beruf als Journalistin bei Radio und Tele, bei RTL. Und dafür kann ich ganz viele verschiedene Sachen lernen. Also das hängt auf eben, wenn ich zum Beispiel will Sportjournalistin gehen, da kann ich Sport studieren oder mehr so Kunst, wenn ich eben echt an der Kultur will schaffen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die ich lernen kann. Wie schafft alles bei RTL Radio? Bei RTL Radio arbeiten ganz viele verschiedene Leute. Zum Beispiel haben wir Journalisten, die Reportage vorbereiten, die rausgehen, Interview machen. Da sind aber noch die Präsentateuren, sie präsentieren Nachrichten im Radio. Und dann noch die Animateuren, das sind die immer hört, wenn in der Radio ummischt, die durch das Programm feiern, über die Lieder schwätzen. Und dann haben wir natürlich alle guten Leute, die eben sich um Technik kümmern, also die eben nicht hören, die aber auch wichtig sind. Komm, wir gehen als Studio angucken und dafür habe ich da so ein Batschmat geholt, die kannst du dann undoen, dass wir hier an vorbei rankommen an ein Studio können gucken. Hier sind wir an der Radioredaktion von RTL. Das heißt, hier sind eben Radiojournalisten und Präsentateuren, die eben Reportage machen oder eben Nachrichten im Radio so. Wie macht die Reportage? Meine Reportagen, du fängst den ganz einfach an, indem sie Leute kontaktieren, der Tisch trifft den an, schreibt sie über den Interview, möchte ein Interview aus, da geht ihn auf Platz und natürlich hält ihr ein Mikro ab, für das ihn dann hin kann auch über das Radio senden. Wenn ihn dann zurück auch an der Redaktion ist, schreibt ihn den Text, so wie eben Journalisten, die in Hannah da ist gesagt, da wird ein Text geschrieben, präpariert, die Informationen gehen überprüft, den Interview wird geschnitten, so dass ihn kurz extrahieren hat, für andere Reportage dran zu machen. Und so entsteht dann eben der Reportage, den ihn dann im Radio hört. Wo findet ihr die Infos? Die Informationen kriegen wir dann von den Leuten. Informationen gibt natürlich auch am Internet. Wir so rufen Leute auch bei uns an. Also uns, voilà, wir haben uns aus der nicht geschickt, weil wir nicht Apps darüber machen, sodass ich eben kann überprüfen, dass die Informationen noch wahr sind, ehe sie dann eben über den Hand gehen. Ich kann auch weisen, wo die Sendungen abgeholt gehen oder auch live über das Radio gehen. Dafür gehen wir dann an den Radiostudio. Okay. Ein Radiostudio. Und hier gehen die Sendungen abgeholt, wo eben ganz viele Leute rundherum an Tisch sitzen. Das sind dann Videos. Und die Journalistin sitzt dann da über. Dann schweißen wir mal, was da alles so knapp schaut. Für was ist so viel Knappscher da? Hier sind so viel knappischer, weil es auch so viel Mikro gibt. Das heißt, hier sitzt immer die Journalistin oder der Journalist. Und die Person kann dann eben kontrollieren, wer ein Mikro umgehen oder eben ausbleiben. Ich weiß da zum Beispiel, wenn ich das Mikro hier ummache, voilà, da gesagt hier, dass rot geht. Und das will eben herrschen, dass das Mikro un ist. Von der Sendung macht, wird sie dann direkt ausgestrahlt oder ein bisschen mehr spät? Das hängt auf. Es gibt zum Beispiel Live-Sendungen, die gehen direkt ausgestrahlt. Das heißt auch, wenn sich da verschwatzt zum Beispiel oder wenn ein kleiner technischer Fehler ist, dann hört ihr das auch im Radio. Und da gibt es die Sendungen, die abgeholt gehen. Zum Beispiel sind das dann noch Podcasten oder Interviewen. Und das wird dann so präpariert, dass das eben dann mehr spät kann ausgestrahlt gehen. Welche Sendungen macht ihr? Ich persönlich mache hier innen zum Beispiel den Invité von der Redaktion. Das ist eine Sendung, die läuft morgens und die ist auch live im Radio. Dann auch nach zum Beispiel am Journal, manchmal zu Reportagen oder zu präsentieren, die Nachrichten. Und voilà, du präparierst den Text und dann geht ihr in das Studio ran, immer zu einer festen Auerzeit und dann lest ihr eben Nachrichten. Macht ihr auch keine Sendungen? Effektiv, wir machen auch Nachrichten für Kinder. Das machen wir mit einer ganzen Equipe zusammen. Und da präparieren wir dann immer einmal die Woche. Sonst machen wir Kinder Nachrichten. Das sind dann so immer eine Reportage und einen Nachrichtenüberblick. Das heißt, wir gucken, was die ganze Woche geschieht ist. Und das lief dann sonntagsabends kurz vor 7 Uhr. Aber natürlich kann ich das eben auch immer online gucken. Habt ihr auch ein Studio für die Nachrichten zu machen? Die Nachrichten, die im Radio sind, die machen wir nicht hier im Studio, aber das ist ein anderes Studio da oben. Und wenn du willst, können wir uns das gerne angucken gehen. Da muss man aber dann da, an den ersten Stock gehen. Merci, natürlich.
Barbara. Hi, Hannah ist als Chorist am Radiostudio. Und Chorist feiert durch die Sendung. Das heißt, wenn ihr das Radio ummischt, dann hört den Chorist eben, dann hört den Lieder. Und heute geht aber auch die Radiosnachrichten abgeholt. Aber nach nicht lo, weil wenn wir auf Dauer gucken, dass nach kein 12 Uhr. Und die nächsten Nachrichten sind um 12 Uhr. Das heißt, den da präsentiert, der könnt dann hier ran und liest eben die Nachrichten live Radio, wann Zeit dafür ist. Für was Radio das wichtig? Radio ist wichtig, für das Leute eben informiert können gehen. Und das geht auch immens sehr, weil ihr kann auch live auf das Radio gehen. Zum Beispiel, wenn etwas Schlimmes geschieht, wie holen wir ohne Sturm, dann können die Leute eben ganz sehr informiert gehen, wo Baum gefallen ist oder wo Straßen gesperrt sind. Und dann wissen eben ganz sehr, wo ihr eben gut muss aufpassen muss. Aber auch am Alltag, also wenn nichts Schlimmes geschieht, da kann ich eben über das Radio die letzten Nachrichten lauschen und dann ist ich eben immer informiert über das, was gerade los ist. Merci Monika für das coole Interview. Das hat viel Spaß gemacht und schon viel gelernt. Merci auch, mir hat doch Spaß gemacht und gerne bis zum nächsten Mal. Adi. Adi. Und das war es schon mal eine Episode von der Vierwolstuten. Hoffentlich wird es euch so gut gefallen wie mir. Ich gehe mal eine Radiosendung abholen. Ich auch.